ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Lufia auf Pelzig. Dann wollen wir noch mal mit dem Guy retten. Hey Maxim, machen wir mal ein kleines Match? Ach jo, hallo hopp, los geht's. Der Bessere soll gewinnen, nicht beginnen. Das kann eigentlich nur ich sein. Du hast wirklich ein starkes Selbstbewusstsein, aber zeig was kannst. Guy! Was ist denn los? Gerade ist echt richtig spannend war und der Spaß ist losgegangen und so. Ich bin etwas geistig umnebelt noch. Guy, Monster, die Stadt ist voller Dämonen. Was? Was zum Dei? Aha. Bist du der stärkste Mann in der Gegend? Wer bist dann du? Das geht dich ja mal überhaupt nichts an, aber du wirst mich noch kennenlernen. Geil, lass uns das Spiel mal verschieben. Wir sollten uns als erstes mal zunächst sollten wir mal den Kerle zeigen, was Sache ist. Hübsche Idee, vermöbeln wir mal das Pack. Gut, was seid denn ihr für welcher? Untertan, alles klar. Er hatte Kurzschwert, okay. Gehen wir mal so drauf. Besonders stark sind die jetzt nicht. Aber, ja, schauen wir einfach mal. Ja, sie ziehen schon ordentlich ab, die Untertaner. Aber Guy ist nochmal aufgestuft worden. Gut. Weg sind sie. Ist das alles? Ja, recht einfach. Huch, Männer, haut sie weg! du bist der Nächste. Donnerköttel, ich komm wieder! Donnerköttel ist auch gut. Kleine Unterbrechung. Alla, bist bereit? Guy, Liana ist von irgendeinem Wahnsinnigen entführt worden. Was? Liana? Der Schuft? Er ist zum Südostturm verschwunden. Dankeschön. Ich begleite dich, Guy. Ein Turm Himmels von Monster. Eigentlich viel zu gefährlich, aber nicht für dich. Auf geht's. Gut. Jetzt haben wir noch Guy in unserer Truppe. Und wir gehen doch mal direkt los. Aber ich sollte doch mal gucken. Ne, Quatsch, wir finden für Guy eine bessere Waffe im Turm. Deswegen ist es gerade Quatsch. Aber wir sollten noch mal eine Runde pennen gehen. Wenn Liana was passiert, dreht Guy durch. Das ist übrigens seine Freundin Jessie, so nebenbei. So, Oma, was sagst du? Ein Verrückter hat Liana entführt, Retze. Er wird mitbist, dann darfst du dich erstmal ein bisschen ausruhen. Natürlich machen wir das. Ein urausgeruhter Abenteurer ist nie gut. Deswegen erstmal eine Runde pennen und uns stärken und dann eine Runde speichern, wie sich das gehört, wie im richtigen Leben. Ach, bevor man auf irgendein Abenteuer auszieht, sollte man immer in der Kirche speichern gehen. So, wir wollen hier wieder speichern. Gerade mal kurz gucken. 14, 13, 12. Okay, die Level sind ganz urig. Da sehen wir doch schon mal, das Standardlevel sollte hier 12 sein. Das heißt, wir sind eigentlich schon ziemlich gut aufgelevelt. Plasma Blob. Die Blobs werden auch immer fieser. So. Gut, ich sag, eins noch, wir sollten vielleicht unsere Gruppe neu formieren, dass Guy weiter vorne steht. Das Tier in der hinteren Reihe steht. So, oder? Genau. Dann machen wir das so und so und so. Gucken wir mal, ob wir sie so geknackt kriegen, die Viecher. Und Guy, wie sieht's aus? Guy ist anscheinend langsam wie Sau. Und muss auch sehr viel aushalten, der arme Kerl. Aber er dealt dafür ganz gut aus. So. Ist aber, glaube ich, wirklich besser, wenn wir unser Tier in die hintere Reihe versetzen. Dass die zwei Kämpfer Rive Stiere vorne sind. Südostturm Tannenbell. Und hier haben wir schon gleich die Nachtechse, die auf uns wartet. Nicht zu verwechseln mit der äußerst ominöse und widerwärtige Nacktechse. So. Wie sieht's dann hier aus? Hier ist nix. Da geht's, glaube ich, einfach nur raus Richtung Ausgang, ne? Genau. Aber noch sind hier die Dinger ohne. Skorpion. Da gehen wir drauf.
Und Hossa. Weg ist der. Fumi bereitet schon mal vor, das finde ich gut. Maxim, mach du den platt. Guy, geh auf den und hier mach hier den Finisher. So. Ja, Taktik ist hier definitiv die halbe Miete, liebe Leute. Perfekt. Avo hat das gleiche Level gekriegt. Ja, und wie gesagt, da können wir erst ganz zum Schluss, wenn wir den Tempel hier gelöst haben, oder den Turm gelöst haben, können wir dort raus. So. Joink. Joink. Und joink. Und der letzte steht hier aus. Und... Jo, wir dürfen zuerst. Guy, kümmere dich mal um die Stachelechse. Wir machen das zu zweit. Das dürfte ausreichen, oder? Jo, gut. Ich hoffe, Guy ist in der Lage, die schon so plätter. Sehr gut. Und machen wir mal so einfach. Müsste eigentlich so funktionieren. Okay. Und das dürfte ganz sicher jetzt laufen. Perfekt. Jut, jut, jut. Dann hier. Und hier machen wir einmal Dendo und dann können wir hier durch. Komm her, Skorpione entgehen wir hier nicht. Komm schon her, du Lappeduttel. Irgendwie komme ich mal ein bisschen blöd vor. So ein bisschen Benny Hill-mäßig, das Ganze. Na, geht doch. Hier und hier. Schauen wir mal, wie viel Schade wir hier reisen können. Hätte ich vielleicht dort drauf jagen sollen. Okay, dann so und so und so. Und, wird's was? Nee, ich glaube nicht. Das war irgendwie ersichtlich etwas zu schwach und die Biester stehen in der hinteren Reihe. Ih, hör auf. Ah, na, kann jetzt mehrfach, glaube ich, ne, mit dem Stachel, ja. Okay, hat wenigstens gereicht. So, da. Reicht und reicht. Elende Biester, aber Tier hat jetzt auch noch zusätzliche Level gekriegt. Und... upsala, sollte sich heilen. Zauber nochmal kurz sortieren und weiter geht's. Komm her, du. Alter, sind die flink, die Viecher. So, so und so. Das dürfte jetzt reichen, weil die Viecher, das starke Vieh steht zumindest in der vorderen Reihe. Guy macht jetzt auch den Finisher für die Stachelechse und dann haben wir die beiden in der vorderen Reihe. Gut, gut. Wie gesagt, bei dem Spiel lohnt es sich eigentlich schon so ein bisschen zu taktieren. Deswegen, Taktik ist hier jetzt nichts, was man völlig unterschätzen sollte. Und weiter geht's. Fuck mit dir. Elende Kreatur. Dann haben wir hier ein paar Gobelins, die dumm in der Gegend rumstehen. Komm her, du. So. Kobold, Goblin und machen wir so einfach mal. Maxim dürfte die eigentlich schon mit einem Schlag fertig kriegen, aber sicher ist sicher. Ich habe keinen Bock, dass uns dann so blödes Vieh noch in den Rücken fällt. Lieber nur einer, der A greift. Und dafür ist sicher, dass es nur noch einer ist, der A greifen kann. Okay. Ja, die halten schon was aus. Der bewacht so lustig den Schalter. Ups. Dann sollte man direkt in der Rücke fallen. Puh. Dann machen wir das so. Reicht das? Nee. Verflixt und zugenäht. Das reicht uns nicht. Okay, dann machen wir Folgendes. Das müsste dann nämlich ausreichen, wenn Tia drauf haut. Na, sein Mist. Vielleicht rettet Arbor das Ganze nochmal. Nee, er macht was vollkommen anderes. Ist halt schade, dass man die Kapselmonster nicht koordinieren kann. Ah, der reicht auch nicht. Okay, Folgendes. Jetzt müsste es aber reichen, oder? Ja. Gut. Reicht's jetzt? Oh, Alter.
Alle hopp. Dann so, so und die heilt mal als allererstes alle. Goblins scheinen wohl hier die etwas stärkeren Nummern zu sein. Und Guy hat nochmal Level gekriegt. So. Der ist uff, weiter geht's. Komm her, du. Okay, so, so, so. Das dürfte reichen. Und vielleicht hilft auch das. Ja, gut. Alla hopp, so geht das. Ja, du ziehst ja nicht so viel ab, das ist gut. Dann müsste die Aufteilung eigentlich auch genügen, um dann hier der Gar auszumachen. Jawohl. Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. So. Ihr wisst bestimmt, aus welcher Serie das ist, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Hannibal aus A-Team. So, warte mal. So macht's doof. Und dann... so. So macht's dann nämlich an die andere der auf. Vorher denn? Hier. Die Giftechse. Alle hopp. Nennen wir auch so, wie sie ist. Das ist aber auch wieder so ein typisches Phänomen von älteren JRPGs bzw. von Super Nintendo Rollenspielern, dass man einfach genau dieselbe Gegnertype nimmt und ihnen einfach nur andere Farbe verpasst. Das ist eigentlich absolut typisch und bezeichnend für solche JRPGs. Man denke nur an die Bossgegner und die normale Gegner aus Secret of Mana, die teilweise einfach nur andere Farbe gehabt haben. So. Müsste dann ausreichen, dass der sicher kaputt ist. Yep. Das dürfte jetzt eigentlich auch genügen. Okay. Maxim hat noch ein Level gekriegt. Ist ach immer gut. Und was lungert hier noch rum? Ein Skorpion. Dich krieg ich. Oh, hoppla. So rum. Du do und du do. Weil dann dürften die zwei erstmal aufrahmen und dann hinten frei machen, sodass die in erster Reihe stehen. Das müsste ausreichen, um den zu killen. Und dann können Tia und Maxim der Rest hier fertig machen. So. Na, alles sichere Strategie. Läuft alles wie geschmiert. So wie es sein sollte. Na, jetzt läuft das schon etwas gefährlicher ab hier. 4 von den Viecher am Stück sind halt schon etwas übel. Gucken wir mal, wie man das machen kann. Yeah. Da muss man aufpassen, weil die Viecher, glaube ich, auch paralysieren oder vergiften können. So, so und so. Dann kann Guy seinen Gegner fertig machen. Yeah. Das müsste hilfreich sein, ja. Und dort drauf. Gut. Bei denen müssen wir aufpassen, weil jeder Schlag könnte vergiftend wirken. Wir heilen nochmal die ganze Gruppe. Weil Goblin-Kampf wird dann auch etwas härter sein. Und dafür möchte ich die Truppe eigentlich schon ganz gern mit hoher Heilpunkte, mit hoher Lebenspunkte. Aha, hier watscheln noch nackige, blauhäutige Imps rum. Okay, nehme ich mal so hier. Das müsste mit dem One-Hit klappen. Doch nicht. Schade. Dann halt nicht. Und Guy macht ihn fertig. Gut. Dann machen wir so und so und so. Jo. Sehr schön. Maxim kann sogar die Imps schon One-Hitter. Sehr, sehr gut. Truffende Wetter. So, so. Und die Männer heilen wir noch. Perfekt. Und drauf und Wetter. Avo hat noch ein Level. Und wir gehen hoch. Skelette taumeln hier rum, okay.
Die kennen wir ja auch noch, die Viecher. Das waren die Biester, die Tia damals in der Seehöhle malträtierten. Yep, das hilft dort ziemlich gut. Oh, wie, die halten wir als 100 aus, die Viecher. Gefällt mir nicht. Okay, dann so und du denn. Gerade noch so. Und beendet das? Jawohl. Ja, die geben auch sehr gut Erfahrungspunkte, die Kerle. So, da können wir noch lang. Da ist noch was. Moment, ich glaube, das ist aber etwas, wo ein bisschen mehr dann abgeht. Ich glaube, wir müssen zuerst hier. Ja, dort dürfen wir nur dort an der Stelle rein. Kampfkrabbe gibt es jetzt hier auch noch, alles klar. Ihr geht dort drauf. Und die machen wir so fertig erstmal. Müsste eigentlich reicher, ja. Und... ja. Ah, okay. Hilft. Sehr gut, sehr, sehr gut. Dann nix wie drauf auf der hohle Kopf. Beziehungsweise auf der gepanzerte Kopf ist ja ein Kampfkrabber. Und Krafttrank hat sie gedroppt. So, da können wir hier raus. Und Skorpionchen. Nur Enna. Das passt doch. Wie steht's dann derzeit mit unseren Levels? 15, 14, 15. Perfekt. Habe ich doch gewusst, dass der zuerst dran war. So. Dann müssen wir dich jetzt leider nochmal fertig machen. So. Aber wie gesagt, jeder Erfahrungspunkt zählt hier in dem Let's Play. Zumal der Endboss hier wirklich nicht zu unterschätzen ist. Ich will es nochmal gesagt haben. Hör doch auf mit so einem Scheiß. Gott sei Dank ist er nicht vergift. Aber wie gesagt, der Endboss hier ist ach so einer, der nicht auf die leichte Schulter zu nehmen ist. Und der droppt außerdem auch noch was relativ Seltenes. Wenn wir Glück haben, droppt das uns, genauso wie der Satyr-Fisch das Satyr-Juwel gedroppt hat. Kann es sein, dass hier unseren Gegner der Kamu-Stein hieß, der glaube ich, dass der das Item droppt. Machen wir uns so. In der Hoffnung, es möge funktionieren. Jawohl. Taktikaufganger. Guy hat ja auch keinerlei MP, der kann überhaupt nicht zaubern. Das ist ein reiner Kämpfer. Ja. Das passiert dann, wenn wir so drüber latschen. Ah, wischt was. Wischt was. Du stehst ja so, ups, so brav in die Gegend rum. Dann gehen wir doch so drauf. Und du so. Ja, wie gesagt, dieses Kamu-Juwel oder dieser Kamu-Stein oder wie es heißt, das ist relativ selten, dass das droppt. Bei dem Satyr-Juwel muss ich auch zugeben, das ist erst das zweite Mal, seitdem ich Lufia spiele, dass es bei mir gedroppt hat, das Item. Bei dem Kamu-Stein, den habe ich ein paar Mal gekriegt. Ich würde mal sagen, so oder so. Es kann sein, dass er, oder irgendwas auf jeden Fall droppt da, was relativ selten ist. Ich werde dann sehen, was er dann hinterlässt, nur im Kampf. Aber es ist auch ziemlich selten, dass er das droppt. Aber normalerweise habe ich doch Glück. So, hier machen wir das so und so. Du weißt ich ja glücklicherweise schon, was ich zu machen habe hier. Aber ist an sich ja auch nicht schwer zu erroten. So. Dann geht's hier weiter. Erstmal der Putzenickel. Bewährtes Kampfmuster aktivieren. Und dann läuft die Geschichte. Jetzt muss der Hansel wieder tot drauf, aber egal. Es funktioniert auch so, denke ich. Okay, unser Kapselmonster ist ja auch nicht gerade von gestern. Das macht auch gut. Schade, das Vieh. So und so und so und so. Kann auf jeden Fall nicht schaden. Jo.
Es geht. Hätte ich jetzt eigentlich gehofft, dass er unser Kampfkrabbe attackiert. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass unser Fumi hier sterben könnte im Kampf. Oder dass er sich das erste Mal bewusst verdrückt. Schauen wir mal, wenn wir Glück haben, können wir die Biester so erledigen. Und die Kampfkrabbe wird von Maxim gekillt jetzt. Sehr gut. Gut, weil ich glaube, als nächstes hätte Avor tatsächlich den Rückzug angetreten. So, dann du noch. Dich können wir so platt machen. Das ist das Thema. Ja, badabadu, da di di da dam. Der schielt irgendwie, dem sind rote Punkte in der Aare-Höhle, gucken in 2 verschiedene Richtungen. Warte mal, hier brauche ich die Bombe, die habe ich schon. Gut. Moment. So. Und dann so. Und komm schon her, du. Heute mache ich sowieso ein bisschen länger, weil ich möchte zumindest den unteren Teil vom Turm noch geklärt haben. Also nicht wundere, wenn es heute 25 Minuten dauert. Aber den Teil hätte ich auf jeden Fall schon mal ganz gern geklärt. So. Dann alle auf In-Pausen. Müsste eigentlich so schon klappen mit Maxim hier. Hoffen. Ah, Mist, das hat nicht geklappt. Aber vielleicht war das so für den Goblin jetzt eine gute Unterstützung. Perfekt. Dann drauf. Dann ist der auch gleich Geschichte. Perfekt. Der ist noch übrig, der Sausack. Den kriegen wir sogar noch mit dem Überraschungsangriff. Perfekt. Diese ganze Goblinoide sind sowieso etwas ekelhaft. Vor allem die Imps finde ich ziemlich eklig. So kleine blaue Deivelchen, die nackig und geschlechtslos da in der Gegend rumsitzen. Hoffentlich reicht das. Jo, gut. Dann dürfte Guy den Kobold eigentlich... Okay. Er hätten eigentlich One-Hitter sollen, aber wenn das auch so funktioniert, meinetwegen. So, drauf. Und, nee. Ich hätte ganz gern Guy und Tia nochmal geheilt. Tia ist da etwas auffälliger. Zack. Okay. Feine Sache. Müssen wir durch raus. Hier rein. Und dort wartet noch was auf uns. Vor allem aber Gegner. So, du und du. Ja, badabadu, die Fred für Feuerstein. Oh Gott, das war jetzt total fassungslos, sorry. Das war der Versuch, lustig zu sein mit Jabadabadu, Fred Feuerstein. Aber irgendwie war es scheiße. Da habt ihr auch das volle Recht, Sache. Hör auf mit so einem Scheiß. Ich lasse es auch sein. Also bei Singen bin ich sowieso überhaupt nicht dabei. Das habe ich einfach nicht geerbt von meinem Vater. Mein Vater kann singen, meine Schwester kann singen. Aber ich, nee. Das habe ich vollkommen von der Mutterseite. Der Held auf der Reise. Er schaute auf den Boden, fand dort die Noten und spielte seine Weise. Alle hopp. Wie gesagt, dann, Quatsch. So und so. Das untere Teil, den untere Teil von dem Turm hätte ich eigentlich ganz gern noch geklärt heute. Deswegen würde ich die Episode heute, wie gesagt, ein bisschen länger machen. Also nicht wundern, wenn wir auf 25 Minuten oder mehr kommen, weil der Turm ist schon relativ üppig. Und dann hätte ich den auch ganz gern in verschiedene Bereiche aufgedeelt, wo ich mal selber einrichten kann, wenn ich sage, ich hätte es gern so und so weit heute gemacht. Und weg ist er. Und Avor hat ein Level gekriegt dafür. Perfekt. So, dann hören wir noch mal. Das kennen wir, den Sound. Das ist das vom Schwert. Das kennen wir auch, das Geräusch. Ups. Das ist der Pfeil. Und auch das Geräusch kennen wir. Das kann ja nur die Bombe sein. Sehr schön. Und es führt uns hier direkt in die Arme des Skorpions mal wieder. Und dann greift ihr das hier an. Dann machen wir das halt so.
Auf jetzt geht's. Hauptguy. You are the man. Und hier finden wir Schlüssel. Den haben wir nämlich durchaus gebraucht. Ohne den geht's halt nicht weiter Richtung Boss. Sehr schön. Das heißt, das Thema, das Gebiet hier haben wir auch abgehakt. Hier ohne ist nichts weiter. Dann können wir jetzt wieder dort, wo wir eigentlich hingehören. Und ich gehe noch bis zu der Treppe, je nachdem, was sich uns in den Weg stellt, wird eliminiert. In dem Fall ist es nur die Kampfkrabbe. Tia, mach doch mal bitte die normale platt. Dann können die zwei Dorfhelden sich hier um die Kampfkrabbe kümmern. Aber ich glaube, die kommen doch nicht durch, die ist zu stark gepanzert. Ui, das könnte hilfreich gewesen sein. Gut. Perfekt, Tia steht auch wieder kurz vorm Level. Und dann will ich auch mal sagen, ihr liebe Leute, hier im 4. Stockwerk mache ich jetzt mal meinen Cut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Lufia auf Pelzig. Also machen's gut und bis dahin, bis übermorgen dann wieder Iron Yankee.